Mit der guten Sophie, der Tochter von Silas und Rinka, geht sie weiter auf einem Level zum Echnis. Hi von willkommen zurück. Ja, Sophie, wie wir sie bekommen haben. Level 20 mit dem Erschaftssiegel. Zack, was Level 18, Rittmeister. Einfach nur krasse Werte, wie die schon gekriegt hat und sich bewiesen hat. Also echt nicht schlecht. Jo, in der heutigen Folge geht's endlich weiter mit der Hauptstory. Und Freunde, ich habe nicht vor, es ganz länger zu ziehen, noch alle Charaktere zu trainieren. Ne, ich will hier relativ zügig durchgehen. Heißt zwar natürlich eine Animation anschauen für den Kampf, das schon. Allerdings, ja, dass ich mich halt aufs Missionsziel konzentriere und daher nicht unbedingt alle Gegner platt mache, sondern echt einfach nur, so gut es geht, halt alle durchbringe. Und denen halt das Kapitel schaffe. Na denn, nach zahllosen Prüfungen und Verlusten stehe ich Michael und endlich König Garen gegenüber. Der alles entscheidende Kampf beginnt nun. Los geht's mit Kapitel 27, König Garen. Und nun zu guter Letzt König Garen. I'm so glad you made it home. Tja, lach nur, solange du kannst. Denn wer zuletzt lacht, lacht am besten. Und dann wirst du nicht mehr so froh sein, dass wir mit deinen Worten nach Hause gekommen sind. Denn dieser Palast wird dein Grab werden. Kleiner Prinz Michael, es ist eine Weile her, nicht wahr? Für einen Bengel, der sein halbes Leben verwöhnt und abgeschottet verbrachte. Hast du etwas erreicht, das an so etwas wie Kompetenz grenzt? Danke vielmals für das Kompliment. Wie ihr sicher schon wisst, sind wir hier, um euch zu stürzen. Er hat einen unnützen Krieg begonnen, der tausende unschuldige Leben geforderte. Wie das meiner Mutter und ihrer eigenen Kinder Sender unterließ. Das überrascht mich. Gerade Sender schien mir eine fähige Schachfigur zu sein. Eine fähige Schachfigur? Dein eigener Sohn, mein Bruder? Bedeutet ihr Tod euch gar nichts? Was ist mit euch geschehen, alter Mann? Wie kannst du es wagen, mich zu beleidigen? Natürlich sind die Kinderlein meine Schachfiguren, was sonst, so wie du. So wie ein jeder hier. Ihr wart in Sanders und Ladies Gedanken bis zu ihrem Tode. Sie kämpften, starben, um euch von meiner Klinge zu retten, es ist euch egal. Mit euch kann man nicht weiter verhandeln, für euch gibt es keine Rettung. Das Einzige, was noch zu tun ist, ist eure Tyrannei zu beenden und euer Leben. Sein Rüstung nicht mal ein Kratzer. Was hast du erwartet? Ein Angriff mit dem Brieföffner, als du Schwert schimpfst? Lass mich dir zeigen, wer es richtig macht. Wow, tot. Nee, steh wieder. Alles in Ordnung. Das geht mir gut. Er ist nicht so stark. Was? Mach dich bereit, ich will nur mein Lied singen. Er will für einen Augenblick verwundbar sein, also greife sofort an. Da bin ich anderer Meinung. Wow. Ich meine, sorry, sie steht 2 Meter neben ihm. Was hat sie denn erwartet, dass sie einfach ruhig stehen bleibt und denkt, ja, sing doch mal. Lass sie gehen, Garen. Denke nicht einmal daran, sonst wirst du ihre hübsche Stimme nie wieder hören. Wenn einer von euch überleben will, verlange ich vollkommene Unterwerfung. Ich bin nicht wichtig, greife ihn einfach an. Ich kann nicht. Wartet, lass uns anhören, was zu sagen habe, bevor Asura verletzt wird. König Garen, was sind eure Forderungen? Diese akzeptabel wären nur und Hoshido sich sicher ertragen können, ahnen können.
Nun bitte ich euch, Azura freizulassen, sodass wir alles besprechen können. Welch weise Entscheidung. Ich fordere nichts weiter als die absolute und vollkommene Unterwerfung Hoshidos. Die Krone Hoshidos ist sofort das Königreich nur abzugeben. Oh, und übrigens, ich will euer Leben. Ja, ha, ha, ha. Are you okay? That was close. Die Verhandlung ist nichts als Betrug. Ich lasse heute nicht noch jemanden sterben. Und was genau hast du vor, dagegen zu unternehmen? Was, wirst du deinen Brieföffner etwa niederlegen und dich mir unterwerfen? Oder willst du gegen mich kämpfen und all deine Freunde in den Tod schicken? Ich verstehe es nicht. Also vor einem Angriff schien man schwer von einer Rüstung abzuprallen. Das ist noch nie passiert. Ich muss einen Weg finden, wie ich ihn verletzen kann. Du hast recht, wir brauchen mehr Kraft. Yato, transform! Das ist das falsche Schwert. Seh nur, das Rashinto leuchtet. Das stimmt ja, das war bei Takumis Speer ja auch so. Dieses Licht. Kann es sein? Erinnerst du dich daran, als man Fujin Yumi so mit einem Yato vereint hat? Das geschieht gerade wieder. Das heißt also, dass Rashinto... Bruder! Das Edel Yato. Es wird schärfer. Die regenbogenweiße Bebra sprach. Das Flammensiegel unserer Waffen wäre einfach zu etwas Ultimativen. Das Edel Yato entwickelt sich zum glühenden Yato. Glühendes Yato halten. Cool, Mann. Wer hat dir recht? Hey, ja! Das tat weh! Ich weiß, dankeschön. Du hattest deinen Tod vor. Für deine Seele in den ewigen Abgrund der Finsternis nur schicken. Soldaten, Angriff! Ich frage mich gerade, das waren jetzt die 3 Waffen, ist klar. Das Yato kriegen wir übrigens ja bei Kapitel 6, also egal wie wir uns entscheiden, für welche Seite kriegen wir das Yato ja trotzdem. Auf Nurs Seite wird sicher ein anderes, oder frage mich einfach gerade, wird es ein anderes Yato sein, mit einem anderen Namen? Und dann bei Offenbarung, wenn wir alle zusammen sind, sprich die Nohr-Waffen plus die Hoshido-Waffen, wird es dann zum ultimativen Yato? War mal so eine Überlegung gewesen. Gut, du kannst 0 auswählen, wir haben alles dabei. Nur Kanna fehlt. Nö, sorry Ashura, raus mit dir. Ich kann 16 Stück mitnehmen, so sind die Gegner alle. Gut verteilt. Oh, der wird dauernd, glaube ich, hier durchbrechen. Werk. Ja, da muss eine nordische Waffe sein. Kann ich meinen Namen aussprechen? So, brauche irgendwie Dieb, irgendetwas in der Art. Das ist einfach nur alles mit Durchbrechen, nur Durchbrechen. Gut. Heißt für uns positionsmäßig, in der Fall sind vorne natürlich unsere Offensivkräfte, die einfach nur alles irgendwie machen können. Ryoma, oder da vorne natürlich, so. Wenn wir hier mal die Familie ein bisschen vereinen, natürlich auch klar, zack, dann kommt sie nachher hin. Moment, das war gerade ein bisschen falsch. So. Felicia vorne, dann haben wir Takumi kommt hier hin. Minuka hier noch, so. Mal so, wo ist Felicia, die ist da vorne. Auf alle Fälle, Freunde. Oh, Entschuldigung. Falscher Slot. Auf alle Fälle wird es jetzt richtig spannend hier. Let's fight! So. Wer ist hier wie gefährlich? Mal so gucken. Ein Missionsziel. Boss besiegen, okay. Also mich als relativ schnell durchschwirren. Das ist natürlich auch nervig da oben, aber
Gefährlich eigentlich eher weniger. Markiert auch relativ viel. Ach du Scheiße. So viel Bullwind haben wir hier noch. Kriegeraxt ist auch relativ gefährlich. Die Frage ist mit dem Rest jetzt, wie gehe ich da ein bisschen durch? Ich kann mal durch, einfach mal irgendwie anlocken. Ich denke für den Anfang schon, wa? Kann nicht schaden, so. Ich will direkt beide auf einmal haben. Was da außen funktionieren würde, gut. Ich habe mir gerade überlegt. Ja, ich mache es sogar so. Nehmen wir einen Axtspalter. Moment. Die kann doch sicher runter, wa? Natürlich ein Feld zu doof. Ja, wird schon irgendwie gut gehen. Oder auch nicht, dann starte gleich nochmal neu. Eine Variante. So, dann haben wir die beiden. Silberschwert, Tomahawk, braucht also jemanden, der ein bisschen was aushält. Linker, your job. Noch ein bisschen mehr in die Verteidigung. So. Das hätten wir mal. In der Hinsicht, jetzt haben wir natürlich ein Problem mit hier. Ich meine, auch sie hält relativ viel aus, würde aber lieber sie das dahin schicken. Oder auch direkt die Tochter. Versuchen wir es so. War dann, wie gesagt, die hier, Silberaxt vor allem. Überleg gerade. Die kann man doch relativ weit. Wenn ich das aber mit der Verteilung noch so kombiniere, haben wir hier eine relativ starke Abwehr. Das muss ich hier irgendwie durchschlagen mit einem einzigen starken Angriff. Oder lasse ich ihn das machen? Grünes Jahr, das ist relativ viel, aber ich gerade finde. Schicke ich mich in die Offensive. Ist sicher nicht die beste aller Ideen, wenn man ja sein soll. Da würde doch relativ gut noch durchkommen. Aus 2 Fällen mit relativ hoher Defense. Kann ich nur mit ihr angreifen. Was relativ wenig bringt. Bringen wir ihn Level up. Grünes Jahr, da bringt mir einfach zu wenig, da muss ich aber mit Obor ran. Oh, so ist natürlich durchaus eine Variante. So. Er steht trotzdem ein bisschen arg im Fadenkreuz. Also mal so heilen. Ich unterstütze da auf der linken Seite. So, auf welcher Seite schicke ich dich zuerst? Die sind relativ stark hier, die eine Rauch, aber ich schicke dann doch lieber mal Silas, sag ich schon, Asura hier rüber. Takumi kommt auch mit. Dann brauchen wir noch ein bisschen Magic hier drüben. Kagero kommt hier vorne hin. Kanada. Mich in die Mitte. Und Felicia muss irgendwo hinspringen, wo sie gerade gebraucht wird. Das wird lustig. Gut, es gehen alle auf Oboro los. Das war mehr oder weniger mein Plan. So, jetzt hier durchbrechen. Oder Rückgrat brechen. Das ist eine andere Variante. Donneraxt. Silberkeule. Crit. Ich merke gerade, ja, ihr merkt es auch gerade. Verdammt, ich hab's vergessen. Oh, Entschuldigung. So.
Sicher ist sicher. Man weiß nicht, was passiert. Tja, macht schon viel Schaden. Silbernagel hat alles verloren. Ich bin nackig, was soll das? Ja, ist mir noch egal. Aber übrigens. Sorry, muss aber einfach sein. Sie darf das so selten machen, Freunde. So, wer hat hier noch am meisten Power? Mit 7... Das muss ein Rekord sein, Freunde. Das muss ein persönlicher Rekord sein. 27% hat noch nie einer bei meinem Fire Emblem Spielen getroffen. Ich glaube zumindest gerade so spontan. 27%, Alter. So. Argspalter, der ist gut. Der ist sogar sehr gut. Da hat gerade echt, da kommt noch ein Krieg dabei. So, mit Ruhe nach vorne. Wie es geplant war. Orochi darf hier mal ein bisschen den Typen da platt machen. Schlange, Drache. Ich mach mal die Schlange. Kein Crit war. Naja. Zumindest greift er zweimal an. Dank dem Vorteilseffekt. Diese quasi eine Kriegerwaffe, wenn man so will. So, Typi, das wird gleich richtig wehtun. Waffenvorteil ist mir scheißegal. Ich kann den Panzer brechen. Sehr schön. Weiter voranstürmen, weil hier oben sowieso nicht mehr viel los. Direkt mal noch die an. Wir sind, die kommen ja auch relativ weit noch, aber es sieht ganz gut aus hier. Die Frage ist, Scarlet. Oh, stimmt. Den haben wir noch. Das hast du vergessen. Okidoki. Da wir auch noch vielleicht ein bisschen loslegen. Glühendes, ja, tut natürlich weh. Der Treffer ist so scheiße. Dragon Bite. Also ein bisschen heftig kann das sein. Egal. So, einer fehlt noch. Wer darf sich um ihn kümmern? Felicia vielleicht? Weil sie so nicht darum bittet. Ja, nee. Hinoka. Du bist immer gut für eine Überraschung. Oh ja. Ja, da haben Krieg gehofft, Leute, ganz ehrlich. Ich habe natürlich schon gesehen, dass er die Fähigkeit hat. So blind bin ich jetzt auch wieder nicht. Manchmal schon, aber nicht immer. So, mit ihm nach vorne. Hier auch. Gut, da kann ich bis hier hin. So, spontan mal. Heilung braucht fast jeder. Das ist natürlich geil. Silas Maximum. Ryoma Maximum. Sakura, wo wäre dein Maximum? Maximum. So, nächste bitte. Das ist alles. Wir verarschen, Leute? Mehr schickt ihr nicht ins Rennen.
Ja gut, wenn ihr unbedingt draufgehen wollt, von mir aus, ist gar kein Thema. Kann er vielleicht ein bisschen kratzen? Für einen Töter mit 10% Crit-Chance, okay. Und der Paul wäre noch ein bisschen vorbei. Genauer geht's gar nicht. So, Felicia, du darfst hier übernehmen. Es ist mir egal, wie du es machst. Aber schnell und fix und locker. Ja, es geht eigentlich nicht mehr viel dazu. Naja. Wow. What? Der hält so viel noch aus? Respekt, Kumpel. So, ich weiß, ich bin bereits in einem roten Feld drin. Ich will bei ihr Zuflucht machen, wa? Ja, Trick 17. Doof, war damit hast du nicht gerechnet. Sorry. Links ist alles ready. Wie sieht's denn hier genau aus? Sophie, das auch ein bisschen mischen. Mit einer weltberüchtigten Silberkatana. Das muss ihre Fähigkeit sein, weil mit dem sie in die Klamotten abziehen kann. Ja. Sehe ich sehr ritterhaft aus, wenn ich an ihre Klamotten ausziehe? Ich glaube eher weniger. Schelm. Ja, er sag's ja. Verteidigung minus 2 Gegner und er verliert seine Kleidung. Leckt mir am Arsch, ey. Also ist gerade echt ein bisschen... Der Tauschmittel ist echt gerade ein bisschen sehr stark drauf. Gut, ich muss meine Tochter aushelfen. Kleidung verloren plus Tod. Stelle ich mir irgendwie ein bisschen unfair vor, kann das sein? Ich überlege gerade. Warum? Weil ich da noch keinen reinschicken will. Deswegen wäre es besser, wenn sie sich mal ganz kurz bewegt. 33! Du bist plötzlich schneller, sehr? Gut, dann machst du es halt. Tja. Schelm eben! Ja, ja, Sophie. Die zerstückelt ihre Gegner wortwörtlich doch bis aufs letzte Hemd. Und nimmt ihre Gegner bis aufs letzte Hemd aus. Ich glaube, das passt ein bisschen besser. So, jetzt haben wir dann noch relativ viel. Ich gehe erstmal ein bisschen heilen, wa? Kann auch nicht schaden. Warte, alles Heilung. Relativ viele. Erstmal unsere große Schwester. 18 bald schon für sie. Sehr geil. Der Rest sieht soweit gut aus, Freunde. Wir haben immer noch alle unsere Charaktere beisammen. Immer noch alle 16. Genau, noch 18 von ihm. Hat der Level 40. Er ist ein König. Okay, natürlich eine Axt. Also da muss ich eigentlich schon durchgreifen können. Zuerst mit Ryuma noch mit dem Axtspalter, war. Und Rashinto vielleicht soll er sogar in Kombination angreifen, war. Rashinto plus Fujin-Yumi und dann noch das grüne Yato und Finishen. Wäre eine Option. Jo, da kommen sie langsam sicher auf uns zu. Freunde, vielen Dank fürs Zusehen. Im nächsten Part geht es hier weiter bei Vermächtnis. Und ich denke, wir werden das Kapitel abschließen können. Und dann bin ich mal gespannt, wie das große Finale aussehen soll. Weil ist ja klar, König Gawain, der kommt bis zum Schluss hin. Okay, aber das ist ja eigentlich jetzt. Jetzt ist eigentlich das Schlussteil von dem her. Wir killen König Gawain in dieser Folge, aber dann soll noch ein Kapitel kommen mit dem Finale. Und das ist ja eigentlich immer... Normalerweise bei Fire Emblem ist es eigentlich immer dann so eine Art Bossgegner. Wer soll es jetzt noch sein? Jemand anderes? Also unser eigentlicher Vater, der aus dem Untergrund hervorkriecht? Oder irgendwie doch noch so der Schwarzdrache, den wir schon mal gesehen haben? Oder ich habe doch keine Ahnung. Ja, das ist ja unser Yato vielleicht selbst? Oder Asura? Ja, mal gucken, wa?
Dies vieles mehr sehen wir und erfahren hoffentlich in der nächsten Episode. Nochmal danke fürs Zusehen, bis dahin, ciao zusammen.